Ja, wer im Moment in die nahe und auch weitere Welt rausschaut, der fragt sich oft, in was für eine Zeit leben wir da eigentlich? Was passiert da gerade? Wie gehen wir Menschen nun miteinander um? Wie gebärden sich die Mächtigen? Und was sind das für nächste Generationen, die hier heranwachsen? Wie wird unser Nachwuchs prägt? Was ist das heute für ein Zeitgeist? Wo führt das noch her? Ja, welcher Geist wirkt da, gerade in der Welt? Ihr merkt ja den Ausdruck, den Begriff Zeitgeist in einer ganz bestimmten Art jetzt gerade gebraucht. Erfunden hat der Begriff Zeitgeist der grosse preußische Philosoph, der Johann Gottfried Herder im 18. Jahrhundert. Schon beim Herder war der Zeitgeist nicht einfach positiv, sondern der Herder braucht ihn ambivalent. Er sieht den Zeitgeist durchaus als etwas, das auch einschränkt, drückt und ein bisschen ist wie Blei. Er sagt, dass auch Leute, die vermeintlich freiheitlich und emanzipiert leben, sich oft freiwillig dem sogenannten Zeitgeist unterwerfen und auf die eigentliche Freiheit vom Denken verzichten. Eigentlich reagiert nach dem Verständnis der Zeitgeist dort, wo die traditionellen Orientierungsmaßstäbe fürs Verhalten aufgegeben werden und fehlen. Und doch ist eben auch der Zeitgeist wieder geprägt von starken Annahmen, von Erwartungen an das Verhalten, von neuen Moralvorstellungen, Tabus und Glaubenssätzen. Und es drängt dann irgendwie doch wieder alles zu einer Art Gleichschaltung und Anpassung. Je nachdem, wie wir in die Welt hineinschauen, da kann man den Begriff Zeitgeist aber auch ganz anders brauchen und empfinden. Man kann Zeitgeist wertneutral verstehen. Einfach als Beschreibung von der Mentalität von einer bestimmten Zeit. Zeitgeist ist einfach der Versuch, die Art vom Denken und Fühlen in einem Zeitalter zu beschreiben, ohne irgendeine Wertung. Und auf die neutrale Art hat der deutsche Begriff Zeitgeist an den Weg ins Englische und in viele andere Sprachen gefunden. Englisch Zeitgeist. Menschen, die traditionell konservativ eingestellt sind, die brauchen Zeitgeist aber oft so als eine Art Kampfbegriff. Der Zeitgeist ist dann der Geist vom Verfall der Seite. Am Zeitgeist den muss man wehren. Weil Zeitgeist bedeutet in dieser Sicht, ja, sich einfach treiben zu lassen und abfallen vom Guten. Es gibt aber andere, die von Haus aus positiv eingestellt sind. Leute, die grundsätzlich an Fortschritt glauben. Wer progressiv denkt, der oder die verbinden mit Zeitgeist wohl eher viel Optimismus. Vielleicht so wie die deutsche Metalband Eisbrecher. Wir hören ihren Song vom letzten Jahr an. Zeitgeist. Ist das eine treffende Diagnose für unsere Zeit? Ich bin immer dran. Gönn dir das. Ich bin immer da. Ich bin pure Lust, feinster Zuckerguss. Komm schon, greif zu. Ich, zuvorderst in der Reihe. Ich und meine Bedürfnisse, die jetzt befriedigt werden, zuvorderst. Doch, ich denke, das beschreibt unsere Zeit sehr gut. Und wie sollen wir jetzt die Geisteshaltung beurteilen? Der Text ist aus sich heraus nicht klar. Aber der Text mit dem fetten Partydrive vom Sound und deren Inszenierung im Clip, das schmeckt doch sehr stark nach einer grundsätzlich positiven Wertung. Also mitsurfen auf der Bugwelle der Zeit, locker flockig durchs Leben, an der Spitze der Entwicklung, Zeitgeist Fact. Ein ganz kleines bisschen Ambivalenz findet man dann vielleicht doch noch. Neben ganz viel Tritra, Trullala und so weiter ist am Anfang vom Song eigentlich ganz kurz die Rede von Schmerz und Aderlass. Das ist aber auch schon alles. Und also denke, es kann aber auch gut sein, dass auch das eigentlich nicht irgendwie kritisch ist, sondern nur eine Referenz als sich freiwillig quälen im Gym und bei der Ernährung, die ganze Industrie vom optimierten Leben können. Das ist auf jeden Fall auch Teil von unserem heutigen Zeitgeist.
Und genau hier sagen jetzt viele Leute, gerade auch fromme Menschen, das ist doch genau der schlechte Zeitgeist. Der Zeitgeist vom Beherrschtsein, von der Begierde, von unserer menschlichen Natur, vom Fleisch. Lies doch einmal im Epheserbrief, dort steht es doch genauso. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. So jedenfalls liest man in der neuen evangelistischen Übersetzung. Oder auch die Bibelübersetzung, das Buch oder die Mengebibel, schreiben vom wörtlich Zeitgeist. Aber es lohnt sich genauer herzuschauen, was der Paulus da wirklich schreibt. Der Jan liest uns jetzt noch 1-2 Vers mehr Kontext und noch die Übersetzungen vom Luther und der Basisbibel. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen, denn früher waren wir beherrscht von den Begierden unserer menschlichen Natur. Also ja, der Paulus schreibt tatsächlich, dass es einen Geist gibt, der in einer bestimmten Zeit am Werk ist. Und zwar in Menschen, die Gott nicht gehorchen. Und wichtig, er sagt auch, dass wir von uns aus alle den Hang dazu haben, uns von unseren eigenen Begierden beherrschen zu lassen. Also, dass wir alle von dem Geist bestimmt sind, wenn wir nicht von Jesus Christus befreit werden. Aber das ist nicht ganz das Gleiche, wie schon Paulus das moderne Wort Zeitgeist ins Maul zu legen. Kommt eben auch erst aus dem 18. Jahrhundert. Und dann alles, was uns heute schwierig erscheint in der Gesellschaft, in dieser Macht einem bösen Zeitgeist zuzuschreiben. Wir lesen in der Bibel auch noch von einem anderen mächtigen Geist. Gottes guter Geist, der Heilige Geist, der genauso in dieser Welt in Menschen wirkt. Und wo es nicht zum Vornherein klar ist, wo und wie er wirkt. Die Jan liest uns auch noch aus dem 2. Kapitel vom Johannesevangelium. Nein, das 3. ist es. Das habe ich falsch geschrieben. Das ist das 3. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Jesus antwortete ihm: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her, aus Wasser und Geist, neu geboren werden, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Auch der Pneuma, der Geist, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Der Geist weht, wo er will. Als Christen kommen wir ja gerade von Karfreitag und Ostern her und gehen jetzt aufs Pfingstfest zu. Und da wird uns gesagt, nicht nur der negativ verstandene Zeitgeist herrscht seit Jesus in dieser Welt, sondern Gottes Geist wirkt jetzt genauso mächtig in dieser Welt. Und wenn Jesus sagt, dass der Geist weht, wo er will, und wir zwar sein Rauschen hören, aber nicht genau wissen, woher das er kommt und wohin dass er geht, also wie und wann er Menschen bewegt, dann müssen wir schon genau und differenziert hinschauen. Das ist eben nicht alles einfach so zum Vornherein schwarz-weiß und klar. Da ist nämlich möglich, dass da und dort, wo wir auf den ersten Blick nur den Zeitgeist wittern, genauso Geistzeit ist. Also eine Zeit, wo Gott auf eine gewisse, besondere Art wirkt und bewegt. Ein Rückblick in der Kirchengeschichte zeigt fast immer, dass säkulare und kirchliche Bewegungen und Gegenbewegungen in bestimmten Punkten immer auch geistesverwandt waren und prägt von ihrer Zeit. Ein modernes Beispiel aus den 60er, 70er könnte zum Beispiel sein die Hippies mit dem New Age, der Satanismus vom LaVey und Jesus People Bewegung.
So unterschiedlich und gegensätzlich die drei Bewegungen waren, gibt es doch auch auf einer anderen Ebene Ähnlichkeiten. Von den etablierten Kirchen sind sie jedenfalls alle drei undifferenziert verteufelt worden. Doch Gott war gerade auch in dieser Zeit am Werk und hat Wichtiges und Gutes aufbrechen lassen. Es kann also sein, dass dort, wo wir heute vielleicht das Gefühl haben, da gehen es nur gegen das Christentum, da werde alles verhöhnt und kaputt gemacht, was Menschen in der Kirche lieb und heilig ist. Ja, es kann auch sein, dass dort, wo wir Entwicklungen als bedrohend und negativ empfinden, nicht einfach alles davon einfach diabolisch ist. Sondern gerade auch dort, wo wir als Kirche, ja einfach als Christen von außen herausgefordert werden, auch Gott mit seinem Geist am Werk ist. Nicht nur der böse Zeitgeist der Welt. Vielleicht halten in gewissen Bereichen Gott ja auch gerade Gericht über sein Volk. Wie es nötig ist, dass wir gerichtet, zu Recht gebracht werden. Wenn wir zwar christlich reden, aber nicht oder nicht mehr unsere wirkliche Berufung zum Wohl von der ganzen Schöpfung leben. Von allen Geschöpfen, allen Menschen im Ganzen. Oder die Versuchung in der Kirchenwelt ist gross, einfach Zeitgeist zu schreien. Dort, wo unser bisheriges christliches Denken und Kirchenleben in Frage gestellt wird. Aber das beste Beispiel, dass auch gerade dort, wo die Kirche massiv in Frage gestellt wird, durchaus auch Gott am Werk ist, das ist ja unsere eigene Lieblingsbewegung, der Metal. Der Metal ist immer wieder auch heilsam prophetisch, wenn er der Christenheit den Spiegel vorhebt. Wenn er gerade auch die negativen Seiten abprangert und gnadenlos beschreibt. Natürlich bleibt die Herausforderung trotzdem zu unterscheiden zwischen dem Zeitgeist und der Geistzeit. Johannes zum Beispiel schreibt: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Aber die Trennlinie läuft eben nicht dort, wo man sie vielleicht so am Anfang husch vermutet. Die Unterscheidung der Geister ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und die kann niemand von uns alleine. Der Paulus schreibt den Korinther und den Thessalonicher: Von den Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen es beurteilen. Einem ist die prophetische Rede gegeben, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Prüft alles, das Gute behaltet. Wir brauchen also alle einander. Gemeinsam müssen wir fragen, prüfen und ringen, was von dem, was wir sehen, hören und erleben, jetzt von einem destruktiven Geist geprägt ist und wo das Gottes aufrüttelnde und aufbauende Geist im Spiel ist. Für das müssen wir offen, genau und differenziert heranschauen in dieser Welt. Und wir müssen zum Vergleichen genauso in der Heiligen Schrift genau heranschauen. Wie zum Beispiel, wo sie in der Apostelgeschichte überliefert ist. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Zum Unterscheiden zwischen Zeitgeist und Geistzeit, da brauchen wir wirklich Offenheit auch für Unerwartetes und herausforderndes Wirken vom Heiligen Geist. Wir brauchen selber einen wachen Geist, wir brauchen eine Differenziertheit beim Heranschauen um uns herum, wir brauchen das Hören und Ringen miteinander. Und wir brauchen die Heilige Schrift als Gegenüber und Korrektiv. Ich weiss nicht, vielleicht das jetzt scheinbar anstrengend in euren Ohren. Doch es geht nach meinem Verständnis gar nicht so sehr um die Abwehr eben vom Zeitgeist, sondern es geht vielmehr darum, dass wir Ausschau halten nach der Geistzeit. Wo wirkt der Heilige Geist in unserer Zeit? Interessiert Ausschau halten und dabei auch Unerwartetes erwarten. Wo ist die Bewegung in der Welt? Wo gibt es im Moment für? Vielleicht ist Gott gerade mit seinem Geist auch gerade dort ganz bewusst am Wirken. Und natürlich gibt es auch andere destruktive Kräfte, definitiv.
Aber es wäre doch jammerschade, wenn wir vorschnell aburteilen und verpassen würden, dort eben positiv einzusteigen, wo Gott auch im Chaos etwas Gutes tun will. Wir haben einen Auftrag und eine Zusage seit Pfingsten. Wir haben die Erlösung vom Karfreitag und die neue Schöpfung hat angefangen an Ostern. Und Pfingsten heisst, Gott will uns teilhaben lassen an der Erneuerung dieser Welt mit dem Heiligen Geist. Bis zur Vollendung am Ende der Zeit. Darum lasst uns doch Ausschau halten, wo Gottes Geist weht und brennt, auch an unerwarteten Orten. Und natürlich gemeinsam wach sein und lernen zu unterscheiden, was Geistzeit ist und was effektiv nur Zeitgeist ist. Und apropos offen und wach sein für das, was sich bewegt und das Feuer da ist, auch gerade im Metal wäre es jammerschade, wenn wir als Metal Church verpassen, was ich am tun ist in der Szene. Nur wie wir zum Beispiel die Trueness und den Vibe vom 80er dem nachhängen und darum heute nichts mit Metalcore und Deathcore zu tun haben. Das wäre sehr schade. Ich fasse noch ganz kurz einiges zusammen. Nicht alles Neue ist böser Zeitgeist. Und nicht alles Vertraute ist automatisch von Gottes Geist geprägt. Wir sind aufgefordert, offen und wach zwischen Zeitgeist und Geistzeit zu unterscheiden. Und dabei helfen uns Gemeinschaft und die Bibel. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen.